2016 feiern wir 125 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Russland und Lützeburg. 1991 haben wir diplomatische Beziehungen schon für drun. Hat man den Zar, hat der Großherzog von Lützeburg den Zar gefragt, das Land diplomatisch zu vertreten. Und das hat Russland für lange Jahre gemerkt. Von 1967 umhängig sind wir diplomatisch durch Russland vertreten gehen. Wir haben viel mehr Beziehungen mit dem Land, wie wir denken, inklusive auch an der Monarchie. Wir hatten eine Ausstellung an der Villa Vauban, wo die Merite von der Anna Pavlovna, Schwester vom Zar Nikola I. nach gewürdigt wurden am kulturellen Bereich. Töchter vom Puschkin, Natalia Puschkin, wo bestört mit einem Halbbruder vom Großherzog Adolf. Wir wurden Alliierten an zwei Kriege, am Ersten Weltkrieg bis zur bolschewistischen Revolution, am Zweiten Weltkrieg, nachdem Nazien Sowjetrussland angegriffen hatten und die Zeiten gewechselt. Das alles sind historische Erinnerungen, mir natürlich Tambov war viel ärmer Platz, viel letzte große Misere an dem Land erlebt, aber wir waren am Kalle Krieg Gegner. Ein Land, mit dem wir immer viel zu dienen hatten, was eine große Kultur hat, und es geht auch heute um Spruch und Kultur, wo wir heute proposieren, dass wir der russische Spruch mir einen großen Platz an unserem Enseignement gehen, und als wir da ein bisschen aufpassen und das, was das in Notbeschländer der Fall ist. Wir proposieren nicht, dass wir hier einen obligatorischen Russischunterricht aufhören. Wir sollten probieren zu gucken, und das ist das, was wir die Regierung freuen, für zu gucken, ob wir können Russisch einen Platz am Enseignement sekundär gehen, wie zum Beispiel auch an unseren Notbeschländer zu einem guten Teil der Fall ist. Und wir wollten die Regierung bitten, auch fakultativ Kuren hier am Land an der Spruch zu unterstützen. Russisch, und das steht an unserer Motion, wird Hauptargumente sind aus in 6 hauptdiplomatische Sprachen auf der Welt. 275 Millionen Leute schwätzen nicht, und das ist die 7. größte Sprache auf der Welt. Das an der Europäischen Union a viele Länder huet eng Form von offiziellem Status, sie wird am Schulwesen, sie wird SOS, Lettland, Litauen natürlich große Minoritäten sind, Finnland, Kroatien, Polen, Ungarn, Zypern, Malta, wo der russische Unterricht verstärkt, wenn es den Tourismus, den du hast. Und das muss ich einfach wissen, dass doch an unseren Notbeschländer zum Beispiel das belgische Programm Fédéral de Promotion de la Langue Russe wäre, da der Frankreich trotz den großen Spurmaßnahmen am Enseignement in den letzten Jahren Russisch an 352 öffentliche Schulen an 31 privaten unterrichtet wird, an der Bundeskonferenz und der Kultusministerin einen Rapport gefordert am Jahr 2014, also rezent, wo die Wichtigkeit vom Russischunterricht neu an Strach geht. Das Abiturfach an Deutschland kann also ein Abitur auf Russisch machen, geht der Russischunterricht an all Bundesland offeriert, an heinst du schon an der Primärschule, an Bundeskultusministerkonferenz, das zur Konklusion kommt, wie gesagt 2014, das rezent, es erscheint wünschenswert, das Interesse am Erlernen der russischen Sprache in der Bundesrepublik Deutschland in Anbetracht der kulturellen, der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung Russlands in Europa und der Welt zu erhöhen. Das ist also eine Motion, die hier von der ADR proposiert wird, die sich anschreibt, die erstens logisch als Kontinu von den Argumenten, die wir hören haben, und die sich auch anschreibt an dem, was dann in Notbestaaten gemerkt wird, für Kenntnis um Russisch zu fördern. Das ist ein bisschen schön, wenn wir wissen, dass in Europa 3 große Sprachräume bestehen, wenn ich darf generalisieren, ohne irgendwen zu verletzen, die germanischen, die romanischen und die slawischen. Wir freuen uns, dass die 2 anderen Kulturbereiche, Sprachbereiche, die romanische und die germanische Sprachen in unserem Schulwesen stark präsent sind. Das ist wichtig, das ist gut so. Leider haben wir auch lange Zeit nur im Kalle Krieg, der in 90 abgehalten hat, spätestens in 90 abgehalten hat, nachher mal nicht ein slawischer Spruch auch an unserem Schulwesen, aber mit rund wir doch der Realität von unserem europäischen Kontinent nach nicht Rechnung. Denn der Minister hat an der Schulkommission, wo wir das hier diskutiert hatten, an der Strach, dass die will fakultativ Kuren nicht so machen sollten, auch wenn noch nicht viele Schüler angeschrieben sind, das begrüßen wir. Wir meinen just, dass den für so löwenswerten Ass nicht durchgeht, für die Wichtigkeit für Russland an der russischen Spruch auf unserem Kontinent Rechnung zu drohen. Ich so nicht merci.